Wir haben ein spannendes Thema heute. Es geht um Geld. Über Geld redet man nicht. Geld hat man. Das ist ein Sprichwort in der Schweiz, oder? Und jetzt sind wir sogar noch in der Kirche, in einer Freikirche, und wir reden noch über Geld. Hey, aber mega cool, du kannst voll relaxen, weil die Kollekte ist schon vorbei. Und es gibt auch keine zweite mehr heute. Also ganz easy. Man sagt ja schon, Geld macht nicht glücklich. Aber hey, sind wir doch ehrlich, so ein Infinity Pool ist schon noch schön, oder? Lieber da, als im Planschbecken daheim im Garten. Ja, Geld hat Anziehungskraft. Geld mag uns vermeintliche Sicherheit geben. Geld gibt uns sozialen Status. Geld gibt uns auch Freiheit. Mit Geld kann man sich viel Vergnügen, Spass auch gönnen. Aber, sind wir ehrlich, die Gier nach Geld hat auch schon ganz viele Biografien total ruiniert. Die Predigt heute ist Teil der Serie All In. Und die Frage, die auch heute im Raum steht: Willst du Gott mit ungeteiltem Herzen nachfolgen? Unser Portemonnaie scheint da drin eine entscheidende Rolle zu haben. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel die Bibel über Geld redet, wenn es genau um das Thema geht, Gott mit ungeteiltem Herzen nachzufolgen. Und heute lesen wir einen Text, der nicht ganz verständlich oder einfach verständlich ist. Die geübten Bibelleser sind da vielleicht schon ein paar Mal drüber gestolpert. Und wenn du da noch nicht so bei den Geübten dabei bist, hey, lass es mal auf dich wirken. Das ist aus dem Lukas 16. Jetzt wandte sich Jesus an seine Jünger und erzählte folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Als er erfuhr, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich da von dir hören? Bring mir deine Abrechnung, du bist entlassen. Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Meinen Posten bin ich los. Die schwere Feldarbeit liegt mir nicht. Und zum Betteln bin ich zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ nacheinander alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete, 100 Fässer Olivenöl. Hier ist ein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter, trag 50 ein. Und du, fragte er einander, 100 Säcke Weizen. Hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80, forderte er ihn auf. Der Herr, also der reiche Mann, lobte den betrügerischen Verwalter dafür, dass er so vorausschauend gehandelt hatte. Ist noch einigermaßen speziell, oder? Dass das so in der Bibel steht. Bei dem Gleichnis geht es um einen reichen Mann, der einen Verwalter hat. Heute würden wir vielleicht eher einen Manager nennen. Der schaut zu seinem Personal, zu seinen Finanzen, schlussendlich zum ganzen Haushalt. Und dem wird vorgeworfen, dass er verschwenderisch mit dem Geld umgeht und darum kommt eine Kündigung über. Und jetzt macht er sich berechtigterweise Sorgen um sein Arbeitszeugnis. Also mit so einem Arbeitszeugnis findet er nicht eine neue Stelle als Manager. Und ich finde es mega herrlich, wie er da sagt, das heisst eigentlich im Original, das Graben fällt mir schwer, weil er irgendwie körperliche Arbeit machen und ich schäme mich, zum irgendwo betteln gehen. Heute würden wir einfach aufs RAF gehen, aber das hat es ja damals noch nicht gegeben. Und er hat aber dann sein Geld, das ihm anvertraut war, so genützt, dass es ihm in der Zukunft dann gut geht. Das ist jetzt nicht ganz ehrlich, man würde sagen, korrupt gewesen, aber er hat etwas gemacht. Jetzt ganz wichtig. Das, was wir da gelesen haben, ist ein Gleichnis. Und bei einem Gleichnis muss man nicht jedes Detail irgendwie interpretieren oder muss nicht jedes Detail irgendwie kopiert werden. Man kann sagen, es geht wie, was ist die Moral der Geschichte? Was ist die Hauptaussage? Es gibt einige Ausleger, die probieren schon fast krampfhaft, es irgendwie so zu drüllen, dass der Verwalter doch ehrlich war. Aber das müssen wir gar nicht. Wir können die Provokation so im Raum stehen lassen und sagen, Jesus hat auch wollen, das mal zum Nachdenken bringen. Aber wir müssen herausfinden, was ist die Hauptaussage? Was hat uns Jesus mitgeben?
Also der Manager, er wird nicht für seine Unehrlichkeit gelobt, er wird für seine Klugheit gelohnt, für seine Cleverness, für das, wie er gerissen in dieser Situation umgeht. Nachdem sogar der Herr im Gleichnis, das ist eigentlich noch lustig, der betrogen wurde, der lobt ihn sogar noch. Nachher gibt dann Jesus selber noch seine Einschätzung dazu. Und er sagt, denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Jesus erklärte seinen Jüngern, das ganze Gleichnis ist an die Jünger geschrieben, ich habe das noch im Kopf, Vers 1. Ich sage euch, so klug wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen. Macht euch Freunde damit. Dann werdet ihr, wenn euch das Geld nicht mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Also der Verwalter, er hat das Geld genützt, um etwas zu bewegen, wo er denkt, das muss bewegt werden. In dem Fall war es primär die Sicherheit von seiner eigenen Zukunft gewesen. Und Jesus überträgt das auf Menschen, die im Licht Gottes leben, also Menschen, die ihm eben nachfolgen, die sich zu ihm zählen. Hey, die haben auch Geld, aber die machen das zum Teil einfach nicht. Die nützen ihr Geld nicht. Schauen wir die an, die nicht an mich glauben. Die wissen, was man mit dem Geld machen kann. Und dann erklärt er noch in den folgenden Vers, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Soweit der Bibeltext. Jesus zeigt uns da den wirklichen Wert vom Geld. Nämlich der, dass es irgendwann gar keinen Wert mehr hat. Dass es mal vorbei wird sein mit allem Geld. Es ist mal ein reicher Mann auf dem Sterbebett gelegen und er hat sich so im Gebet an Gott gewendet und gesagt, Herr, ich weiss ja, dass man kein Geld in den Himmel nehmen kann. Ich weiss, dass man sagt, das Totenhemd hat keine Tasche mehr. Aber bitte, ich habe mir so viel Mühe gegeben, mein Leben lang, um den Reichtum anhäufen. Kannst du nicht bitte bei mir eine Ausnahme machen? Und Gott sagt, also gut, du darfst 2 Säcke voll mit in den Himmel nehmen. Und es geht nicht lang und der reiche Mann stirbt und er erscheint im Himmel am Eingang beim Petrus mit 2 Säcken voll. Gold, natürlich. Gold. Und der Petrus sieht ihn da und sagt, hey, stopp, du weißt doch, man darf nichts in den Himmel mitbringen. Und der reiche Mann sagt, hey, ich habe Bewilligung, ich habe wirklich Sonderbewilligung bekommen von Gott. Kannst du fragen gehen. Und er geht, kommt zurück, hey, ja voll, du darfst. Aber jetzt zeig mal, was hast denn du in deinen Säcken drin? Und dann zeigt, das ist Gold. Und der Petrus vertatscht, er vergrölt noch. Und der reiche Mann denkt sich, er kommt nicht mehr raus. Wieso lachst du so? Wieso bringst du Strassenbelag in den Himmel? Aber Jesus zeigt uns trotzdem da etwas sehr Wichtiges auf. Auch wenn wir kein Gold und Silber in den Himmel nehmen können, so hat doch unser Umgang mit Geld in dieser Welt hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Wir haben da so Hinweise darauf, dass wir einen Platz im Himmel bekommen. Und das heisst, dass sie euch im Himmel werden in Empfang nehmen, wortwörtlicher. Und also die Reichtümer vom Himmel. Es geht irgendwie darum, in dem Gleichnis, von dem, was auf dieser Erde läuft und von dem, was wir dann mal in der Ewigkeit werden bekommen. Und Jesus sagt, an unserem Umgang
Mit Geld kannst du sehen, was in deinem Herz ist. Es wird sichtbar, bist du wirklich treu? Oder bist du vielleicht gar nicht so treu? Es wird sichtbar, wer ist wirklich dein Herr? Wer ist die treibende Kraft? Wer ist die letztendliche Autorität von deinem Leben? Das wird auch sichtbar an deinem Umgang mit Geld. Und das ist so die Frage, die heute im Raum steht. Wer ist der Chef von deinem Leben? Sind wir schlussendlich noch selber und unser Geld? Oder ist es Gott? Und unser Portemonnaie kann wie so als Spiegel dienen, um schlussendlich auch diese Frage zu beantworten. Und wir haben zum Schluss gelesen, du kannst nicht dein Herz mit Jesus und dem Geld teilen. Und wenn es heute darum geht, all in zu sein, dann geht es nicht darum, dass wir bankrott gehen müssen, aber dass wir vom Herz her nur Jesus als unser Herr annehmen. Und wir sehen in dieser Geschichte, wir möchten so 2 Wahrheiten vertiefen, die uns in dem helfen können. Und das erste ist, hey, Geld ist nur Mittel zum Zweck. Wenn wir Geld als das sehen können, dann ist es ein Werkzeug und nicht, sagen wir, ein Schatz in sich, wo man uns daran klammert. Dann ist es etwas, das wir brauchen können, das wir einsetzen können. Schlussendlich sind auch wir nur Verwalter. Hey, alles, was wir haben, was wir sind, wir haben schlussendlich vor Gott. Haggai 2,8. Denn dir, dem Herrn, dem allmächtigen Gott, gehört alles Silber und Gold. Hast du das schon mal überlegt? Hey, alles Silber und Gold, was es gibt auf dieser Erde, hat es schon gegeben, bevor es Menschen gegeben hat. Und es wird es auch noch geben, wenn die Menschen gegangen sind. Ich glaube, man kann heute mega aufwendig, synthetisch irgendwelche Gold herstellen aus einem anderen Edelmetall. Aber schlussendlich, hey, Gott hat das geschaffen. Und wie er es verteilt, das hat sich über die Zeit immer wieder ein bisschen verändert. Und vielleicht denkst du noch, ja, aber ich habe so hart gearbeitet und ich habe so viel gemacht und so und mein Business und weiss ich was. Hey, das hast du alles von Gott bekommen. Du hast es nicht einmal auswählen, wo du auf die Welt kommst. Vielleicht hast du mal auswählen, wo du anzügelst, aber auch da hat es irgendwo Gnade gebraucht, dass das funktioniert hat. All unsere Fähigkeiten, all unsere Cleverness, schlussendlich ein Geschenk von Gott. Mich macht es einfach demütig. Hey, ich bin nur ein Verwalter von dem, was Gott mir anvertraut hat in dieser Zeit von dieser Welt. In der ersten Predigt haben wir von der Rebecca gehört mit den Pokerchips, wo wir all in gehen können. Und ich finde es noch ein guter Vergleich. Wir halten uns manchmal das Geld, wie wenn unser ganzes Leben würde anhängen. Ein bisschen realistischer ist, wenn wir unser Geld so als Pokerchips sehen. Ja, in einem Game haben sie einen Wert, oder? Und du kannst sie vielleicht nachher zu Geld machen. Aber all unser Gold und Silber, all unser Geld, sogar Bitcoins, Blockchain hört irgendwo auf zwischen der Erde und dem Himmel. Dort oben hat das nichts mehr Wert. Das kannst du nicht übernehmen. Und also so mit Spielgeld bin ich viel entspannter, oder? Ja, komm, gehen wir mal all in. Wenn es nicht funktioniert, hat es halt nicht funktioniert. Und vielleicht sagt uns Jesus da, hey, mit dem Geld, es ist nur Mittel zum Zweck. Es ist nur Mittel zum Zweck. Klammer dich nicht so krampfhaft dran. Setz es ein. Aber wir sollen trotz allem, auch wenn es nur Pokerchips sind, wir sollen treu sein. Das ist treu sein im Kleinen. Dass Gott uns über mehr setzen kann. Im Gleichnis wird es nicht genau ausgeführt, was heisst, dass wir treu sind. Aber in der Bibel finden wir da einiges darüber. Etwas wäre zum Beispiel Ehrlichkeit. Der Herr verabscheut Betrug, doch er freut sich an Ehrlichkeit. Ich war gerade die Woche im Restaurant, ich habe gezahlt und so nach dem Zahlen, ist das also sehr günstig gewesen? Dann habe ich die Quittung dann doch noch angeschaut und gemerkt, okay, falscher Tisch. Ich habe mich dann gemeldet, die Bedienung hat mich kaum warnen für das, aber ich habe dann tatsächlich noch mehr zahlen. Sie haben sich dann auf das eingelassen.
Aber wisst ihr, es war für mich gar keine Frage gewesen. Also, wenn ich es wirklich nicht gemerkt hätte, dann gut, aber es war wirklich irgendwie doppelt so viel gewesen nachher. Das habe ich irgendwie merken und dann, ja, muss ich einfach ehrlich sein, das ist in meinem Herz verankert. Oder auch nun sagt er, dann gebt dem Kaiser, was ihm gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Steuern zahlen, wenn wir auch alle. Und Gott gehört auch etwas. Es ist sonst, muss ich aber sagen, von der Bibel her noch eine Herausforderung, weil was treu sein heisst, die Bibel gibt uns einen klaren Verteilschlüssel. Du darfst so viel brauchen, um in die Ferien zu gehen, du darfst so viel brauchen für dein Auto, du musst so viel in die Vorsorge einzahlen oder so. Das liest du nicht in der Bibel. Und es bleibt auch ein Spannungsfeld. Ich habe so 3 Bereiche, wo ich es gruppieren würde, wo das Spannungsfeld darunter besteht. Das eine ist der Konsum. Ich sage mir einfach, das Leben, das, was du jetzt brauchst für dich. Das ist nicht alles drin, was du wirklich brauchst. Da sind vielleicht auch Sachen drin, die du nicht brauchst, aber dir auch mal gönnst. Dann gibt es den Bereich Grosszügigkeit. Das ist jetzt nicht Grosszügigkeit mit dir selber, sondern Grosszügigkeit, wo du für andere da bist mit deinem Geld. Und über das redet die Bibel schon noch sehr viel, dass wir auch unser Herz nicht verschliessen von der Not von anderen. Und das ist aber einer der Teile, ich sage mal, sparen, investieren, wo man schon in den Sprüchen viel Weisheit lesen. Hey, im Sommer musst du zulegen, dass du im Winter noch hast. Da hat Gott auch uns ein Hirn gegeben und müssen wir auch entsprechend uns gut aufstellen. Und ich sage mal, auch wenn du Business machen willst, musst du irgendwo ein bisschen Kapital haben. Also, es ist nicht irgendwie Gottes Absicht, dass jeder einfach immer alles Geld eben all in muss geben, dass man irgendwie ein Spannungsfeld auflöst und jeder Franken, der reinkommt, geht gerade weiter. Aber es ist ein Spannungsfeld. Was mir beim Konsum noch sehr hilft, ist der Slogan «Kupfer genügt». Kupfer ist auch ein edles Metall. Es glänzt, aber es ist nicht Gold. Du kannst auch noch die Frage nehmen, wenn du das nächste Auto kaufst. Du kannst fragen, ist das jetzt Gold oder ist das Kupfer? Oder ganz ehrlich, jetzt dieses Jahr am Hochzeitstag sind wir sehr gut gegessen. Kategorie Gold. Und wir haben es genossen. Aber ich muss sagen, nachher, es hat mich nicht ganz in Ruhe gelassen, dass wir so viel Geld an einem Abend durchgelassen haben. Und dann ist gerade noch das Erntedankkopfer gekommen. Ich muss sagen, hey, wir verklopfen so viel Geld, Gold an einem Abend und das Geld könnte an einem anderen Ort so viel bewegen. Ich glaube, mir hilft der Slogan eben, Kupfer, da mangelt es uns auch nichts, da können wir uns wirklich auch ein Restaurant leisten, wir können fein essen, Kupfer ist auch nicht Rost, also das Auto darf noch etwas sein, aber eben, wir vergolden das Leben nicht und haben dafür vielleicht für die anderen Sachen wirklich auch den Stellenwert, den es sollte haben. Und was will ich raus in diesem Spannungsfeld? Hey, schlussendlich geht es darum, bist du bereit, mit deinem Herr darüber zu reden, wie soll ich mein Geld einsetzen. Darf Gott wirklich auch in deine Finanzen hineinreden? Fragst du ihn, ist es okay, wenn ich mein Leben gestalte? Ist es okay, wie viel Geld ich für die Ferien ausgebe? Wie viel Geld soll ich für diese Not geben? Habe ich da auch eine Verantwortung oder nicht? Bist du bereit, so Gott in deine Finanzen einzubeziehen? Und dann soll man nicht nur treu sein, sondern eben auch klug oder clever. Und das zeigt ja der unehrliche Verwalter, der hat wirklich gecheckt, hey, Geld hat eine Kraft, die ich einsetzen kann für etwas. Und dann eben wird das auch nochmal so fassbar, dass es Mittel zum Zweck ist. Und ich will es heute ein bisschen salopp ausdrücken. Hey, nützt dein blöde Geld und mach etwas damit. Mach einen Unterschied für Gott. Es redet im Text. Es ist der Mammon, umgangssprachlich für Geld in der damaligen Zeit, wo aber ungerecht ist, wo viel Unrecht anhaftet. Darum, nimm das blöde Geld. Es wäre viel einfacher für unser Herz, wenn wir gar kein Geld hätten. Aber jetzt haben wir das Geld halt. Also nütze es und mach etwas Schlaues damit. Mach einen Unterschied für Gott. Der Vers 9, muss ich sagen, ich finde schon nach wie vor schwierig verständlich. Macht euch Freunde damit, dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Es gibt da
Eben, es heisst eigentlich, dass ihr willkommen geheissen werdet im Himmel, wenn das Geld aufhört zu existieren. Ich glaube, was wir ganz klar aus der Bibel sagen können, niemand kommt wegen seinem Geld in den Himmel. Also wir können uns nicht eine Rettung erkaufen. Das wäre ganz sicher eine Fehlinterpretation. Aber könnte es nicht sein, dass wir unser Geld vielleicht genau so einsetzen, dass, weil wir das Geld für das eingesetzt haben, dass da Menschen im Himmel uns vielleicht schon vorausgehen, die uns nachher willkommen heissen, weil wir unser Geld dafür eingesetzt haben, dass sie Gott kennenlernen können. Und hey, da möchte ich sagen, wir legen immer wieder viel Geld zusammen für Projekte im Ausland, für Menschen, die in armen Gegenden leben oder für Verfolgte. Hey, aber die Schweiz braucht Jesus auch. Und in der Schweiz kostet es noch ein bisschen mehr, dass etwas bewegt wird. Sind wir ganz ehrlich. Ein Franken in diesen Ländern bewegt viel mehr als in der Schweiz, aber wir brauchen das Geld auch in der Schweiz, dass noch viele Menschen Jesus kennenlernen und dass sie schlussendlich auch uns willkommen heissen können. Dass wir in den Himmel kommen, ist wirklich ein eigenes Geschenk von Jesus. Jesus, er ist so voll Liebe, so voll Hingabe, dass er sein eigenes Leben gelassen hat, damit wir seine Freunde werden können. Johannes 15,13. Die größte Liebe beweist der sein Leben für die Freunde hingibt. Aber diese Liebe, sie nützt uns nur etwas, wenn wir sie auch annehmen. Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz etwas anzubieten, einen Tausch, dass wir unsere Schuld bei ihm abladen können, dass er uns vergibt, dass er uns gerecht spricht und dass er uns genau den Zutritt zum Himmel gewähren kann. Wir sind getrennt von Gott durch unsere Schuld. Gott ist so heilig, dass wir uns nicht einfach so nehmen können. Aber durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz, macht er es möglich, dass wir zurückkommen zum Vater im Himmel, dass wir Zugang haben zu ihm. Und du darfst alle Themen über das Geld gerade wieder ausblenden, aber wenn du da noch keine Sicherheit hast, hey, fang da an. Nimm das Angebot von dieser Liebe an. Das ist absolut kostenlos, auch wenn es Jesus alles gekostet hat, sein eigenes Leben. Aber wir können sagen, hey, Jesus, er ist offensichtlich das Beispiel, das Vorbild, wenn es heisst, grosszügig zu leben. Der Paulus zitiert eine Aussage von Jesus, die in den Evangelien nicht mal überliefert ist, der Bericht von Jesus. Und dort heisst es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Das hat Jesus offensichtlich gelebt, bis ins Extrem, dass er sein eigenes Leben gelassen hat. Ich muss sagen, für meinen Umgang mit Geld ist mein Jahr in den Philippinen sehr entscheidend gewesen. Dort ist mir vieles also aufgegangen. Und etwas, was ich auch so mitgenommen habe aus dieser Zeit, wir würden ja gerne vielleicht messen, wie gesegnet dass wir sind von Gott, wie viel Geld das wir haben. Wie hoch das unser Lohn ist, wie der Lohn aufgeht, wie das Sparbüchlein anwächst und alles. Und ich habe dort gelernt, hey, miss nicht daran, wie fest dass du gesegnet bist von dem, was du überkommst, sondern von dem, was du weitergeben kannst. Und hey, ganz ehrlich, für mich ist jedes Jahr, wenn ich die Spendenbescheinigung bekomme, das ist für mich ein Highlight. Ich sage, wow, so viel ist da zusammengekommen das Jahr. Und wenn es jedes Jahr noch mehr ist für mich wirklich ein Grund zur Dankbarkeit. Und ich kann sagen, es bedeutet mir mehr als der Lohnausweis. Ich bin so gesegnet, dass ich so vieles weitergeben darf. Weißt du, wie du herausfinden kannst, ob du das wirklich glaubst? Ist auch ein Check für dich selber, ob für dich Geld wirklich Mittel zum Zweck ist. Wie gern gibst du? Jetzt eben nicht dir selber. Und wenn es dir schwerfällt, grosszügig zu sein, dann such die Nähe zu Jesus. Er ist so grosszügig. Du musst nicht Geld geben, wenn du es nicht irgendwie aus freiem Herzen schaffst. Da ist die Bibel auch klar. Du kannst entspannt sein. Aber such die Nähe zu Jesus. Er hat sein ganzes Leben gegeben und wir dürfen ihm auch in dem nachfolgen, dass wir auch so ein grosszügiges Herz haben dürfen. Dann so die zweite Hauptaussage, die ich euch mitgeben möchte. Geld soll nicht unser Herr sein, unser Herr ist Jesus. Ganz eine einfache Gleichung.
Und hey, ich glaube, das Gleichnis ist doch ein bisschen für uns Schweizer geschrieben, ganz ehrlich. Wir haben erstens viel mehr Möglichkeiten als fast alle Länder auf der Welt, um etwas zu bewegen mit unserem Geld. Und auf die andere Seite haben wir Gott nicht nötig. Wegen unserem Geld. Das ist vielleicht eine provokative Aussage. Ich bin von ganzem Herzen überzeugt, dass wir Gott nötig haben. Aber sind wir ehrlich, wir können das praktisch alles einfach so leisten mit unserem Geld. Wir müssen nicht darum ringen. Das Gebet, Herr, gib uns unser tägliches Brot, ist für die meisten von uns keine Realität, oder? Was sagen wir, wenn du legal in der Schweiz lebst, das Tiefste, was du fallen kannst, ist Sozialhilfe und dann hast du noch das Brot auf dem Tisch. Und wir sind mega gesegnet durch das ist ein mega Privileg, aber für unser Herz ist es eine riesen Herausforderung. Weil das Geld kann etwas bewegen, das Geld hat Macht. Und darum ist das Thema für uns gar nicht so einfach, dass Gott wirklich unser Herr ist. Weil uns Geld eigentlich sehr viel kann geben von dem. Und doch ist da sehr klar drin, hey, wir können nicht unser Herz teilen. Entweder ist Jesus unser Herr oder es ist Geld. Wir können aber auch die Chance packen und sagen, hey, das Geld kann unser Herz zerreißen, aber wir können das Geld auch nutzen, um unserem Herzen die Richtung zu geben, die wir ihm wollen. Matthäus 6, 21. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wir können das so verstehen, dass wir einfach anschauen können, ich sage mal Kontoauszug und sagen, okay, das ist mir wichtig, das ist mir weniger wichtig, als Spiegel. Aber du kannst es auch anders sehen und sagen, ich bin jetzt schlau, klug. Ich weiss, dass mein Herz auch ein bisschen wird meinem Geld folgen. Das heisst, ja, schlussendlich, Jesus muss unser Herz bewegen. Der Heilige Geist muss in uns schaffen können. Er muss uns Leidenschaften wecken können. Aber, dass man sagen, okay, ich möchte, dass sich mein Leben in die Richtung entwickelt, dann schicke ich doch schon mal Geld voraus. Wenn du eine Aktie kaufst, ich verspreche dir, die Firma wird dir von denen an wichtiger sein als vorne. Oder? Du verfolgst es. Und wenn ein Bitcoin, oh Gott, der ganze Bitcoin ist gerade ein bisschen viel. Wenn du einen kleinen Teil von einem Bitcoin kaufst, ab dem Moment interessiert dich der Bitcoin-Kurs. Bis dahin ist es vielleicht noch egal gewesen. Aus den Philippinen muss ich auch sagen, die einzigen Leute, die ich in Verbindung bin, sind die Leute, die eine finanzielle Verbindung haben. Das ist eigentlich noch ernüchternd. Ich kann mich auch erinnern, ich zahle schon seit Ewigkeiten treu meinen Zehnten. Aber es hat auch mal einen Moment gegeben, wo ich irgendwie komplett unzufrieden war, irgendwie da in der Gemeinde und was mir nicht so gepasst hat. Und ich habe dann so angefangen zu ringen in meinem Herz, ja Herr, komm, das mit dem Zehnten können wir jetzt einmal sein lassen. Und ich hätte schon fast das gemacht und dann hat der Heilige Geist gesagt, nein, kommt gar nicht in Frage, du zahlst einfach den Zehnten, du bist treu in dem hinein. Und hey, wenn du irgendwo auch darum ringst, um die Leidenschaft, um die Kirche, ich kann sagen, wenn du aufhörst zu zahlen, kann ganz gefährlich sein. Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, hey, eigentlich möchte ich noch viel leidenschaftlicher sein, für Jesus, für seine Kirche, für den Auftrag, den er uns gegeben hat, ja, dann schick dein Geld doch voraus. Und ich kann nur sagen, die Bibel redet vom Zehnten. Für mich ist das, hat sich das nur gelohnt, einfach das als ein Mindestmaß hineinzugeben. Wenn du sagst, ja nein, das mit dem Zehnten ist vielleicht ein veraltetes Konzept, kannst du es auch machen wie die Apostelgeschichte. Gibst einfach alles. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, wenn du merkst, hey, eben, da stehe ich vielleicht in der Gefahr, dass in mein Herz zu fest andere Sachen hängen. Ja, dann musst du halt so ehrlich sein und dann vielleicht auch mal das Geld ein bisschen zurückfahren, um wie der Entscheidung von deinem Herz entsprechend nachzuhelfen. Du sagst, okay, ich glaube, dieser Bereich hat jetzt eine zu hohe Bedeutung bekommen. Also komm, ich tue dort mal ein bisschen beim Geld kürzen, um mein Herz auch in die richtige Richtung lenken. Da wären wir auch wieder beim Slogan, Kupfer genügt. Ja, wieso fällt es so schwer, uns eigentlich von dem blöden Geld zu lösen?
ja, es hat halt schon keine viele Möglichkeiten, sind im Geld drin. Und das Geld hat schon viel Macht. Und das bringt das schon ein bisschen Eingemachte. Glaubst du, dass Gott wirklich mehr Macht hat als Geld? Natürlich, jeder Christ sagt sofort ja. Aber das ist etwas, was du wirklich so in die Gebetszeit mitnehmen. Also mich hat es schon betroffen gemacht. Glaube ich das wirklich? Und handle ich auch danach? Oder habe ich schlussendlich noch viel Vertrauen auch in meine Vorsorge und mein Sparkasse, wenn noch etwas mal schief läuft? Oder glaube ich wirklich, hey, schlussendlich ist es alleine Gott, ihm ist alle Macht gegeben. Und ich glaube, das ist schlussendlich all in. Wenn wir alles Gott zutrauen, wenn wir unser ganzes Herz Jesus hingeben, wenn er auch voll und ganz im Bereich der Finanzen reinreden darf. Und jetzt einfach noch miteinander in eine Zeit vom Gebet gehen. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht. Und ja, ich würde mich wirklich freuen, wir können wirklich unsere Herzen weit auftun. In der Anwendung bin ich jetzt noch einigermaßen zurückhaltend geblieben, aber wo du kannst sagen, Heiliger Geist, hey, red du jetzt einfach zu mir. Jesus, wir sind wirklich so privilegiert, weltweit gesehen, wir müssen wirklich sagen, wir gehören einfach zu den Reichsten, auch die Ärmsten von uns. Und ja, du hast uns auch gewarnt, dass es die Reichen schwer haben, ins Himmelreich zu kommen. Weil in dem Geld so viel Macht liegt, weil es uns so viel geben kann, was schlussendlich du uns auch möchtest geben. Und ich bitte dich am heutigen Tag, dass du einfach zu uns reden kannst, dass du uns helfen kannst, das Geld wirklich als Mittel zum Zweck zu sehen. Dass es etwas ist, was du uns anvertraut hast, damit wir etwas bewegen können, damit wir Reich Gottes bauen können, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt, die dich so braucht. Und haben wir einfach gerade bitten, dass wir noch sehen dürfen, wie auch einfach durch unser Geben noch viele Menschen dich kennenlernen, dass sie, auch wenn sie uns vielleicht vorausgehen, dass sie uns mal im Himmel willkommen heißen, die wir kennt haben, die wir nicht kennt haben, und sagen, hey, wow, danke vielmals, dass du etwas bewegt hast mit deinem Geld, dass ich jetzt Jesus kennenlernen. Und ich bitte dich auch gerade, ja, in diesem Spannungsfeld, was dürfen wir uns auch gönnen, wo du ja, gesagt hast, wir dürfen auch die Arbeit von unseren Händen geniessen, was sollen wir weitergeben, wo geht es auch um Sicherheit, um Weisheit, um anlegen, um Investitionskapital aufzubauen. Herr, red du zu uns und schenke uns wirklich den Mut, einfach den Umgang mit unseren Finanzen wirklich zu einem Gebetsthema zu machen, wo wir die Sachen mit dir besprechen, wo du reinreden darfst und wo wir im Zweifelsfall auch bereit sind, wirklich wortwörtlich all in zu gehen, wenn du uns da herausforderst. Aber Jesus, am meisten möchte ich heute einfach für die Menschen bitten, die gar noch nicht wissen, ob sie in der Ewigkeit bei dir sind. Danke, dass du genau an diesen Herzen jetzt einfach auch anklopfst und sagst, hey, ich habe das grösste Geschenk gemacht, ich habe selber mein Leben hingegeben für dich. Und Jesus, ich bitte dich, dass diese Personen jetzt einfach reagieren können auf die Liebe, die von dir ausgeht. Dass sie den Tausch am Kreuz können wahrnehmen, dass sie ihre Schuld abladen können und können Vergebung bekommen, können das ewige Leben in Anspruch nehmen. Jesus, du weißt aber auch, dass, obwohl man mit Geld sehr vieles kaufen kann, dass wir alle auch einfach Nöte haben in unserem Leben, die man nicht einfach mit Geld lösen kann. Aber wir danken dir so sehr, dass wir genau in dem für dich erleben, weil du unser guter Versorger bist. Und du sagst, wer dein Reich an erster Stelle setzt, und das geht auch um Finanzen, dem wird alles andere zufallen. Und so bitten wir dich auch, dass wenn wir jetzt auch in eine Zeit vom Gebet gehen, dass wir einfach erleben, wie du einfach übernatürlich eingreifst in unser persönliches Leben, in unsere Familien, in die Situationen, die uns vielleicht beschäftigt. Herr, wir wollen dir alles zutrauen, weil dir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Wir haben jetzt einfach so Zeit im Gebet, du kannst einfach selber für dich vor Gott bleiben. Vielleicht hast du wirklich noch nie so ganz bewusst Jesus auch Herr gemacht von deinen Finanzen. Hey, sag ihm das. Vielleicht hast du dir noch nie überlegt, dass du wirklich mit Gott über dein Geld reden kannst. Hey, fang vielleicht jetzt gerade an. Wenn dich das betrifft, dass du noch nie Jesus
in dein Leben eingeladen hast, hey, bitte komm doch und nimm ein Gebet in Anspruch. Du darfst auch, wenn du irgendwo ein Anliegen mit deinen Finanzen hast, hey, darfst du führen kommen, du darfst ein Bekenntnis machen, aber vielleicht hast du auch Sachen, eben, die mit Geld nicht zu lösen sind. Wir müssen miteinander beten, dass Gott eingreift.